Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Herr Bossmann, bin 55 Jahre alt, bin geboren am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, in Kalka. Wenn ich hier so eine Runde gucke, habe ich durchaus den Eindruck, dass der eine oder andere diesen Ort kennt, dass er verbinden kann mit Auseinandersetzungen mit Stellenbrüter. Der ist ja auch gebaut worden, aber nicht entwickelt an die Stadt. Kalka damals natürlich eine wunderbare Sache, viele Gelder erhalten, keine Gegenleistung mehr bringen müssen. Wer kann das schon heute von sich noch behaupten? Ich habe dann 1977 angefangen zu studieren hier in Bielefeld an der Universität, Soziologie, habe das auch abgeschlossen und bin jetzt tätig als Erziehungsleiter in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bethe. Zuständig für teilstationäre Gruppen und Tagesgruppen und Wochengruppen. Wer da näher was zu wissen will, kann ich da was zu sagen, aber hier will ich erstmal andere Themen noch behalten. Ich bin seit 1980 Mitglied der Partei. Ich bin also eingetreten in einer Zeit, wo wir ja so sagen konnten, es war keine so gute Zeit, es war das Ende, der Beginn der Ende-Ära Helmut Schmidt. Hat zwar noch 2 Jahre Kanzler sein dürfen, aber dann hat es andere Entwicklungen gegeben. Seitdem habe ich verschiedene Wahlkämpfe gemacht, seitdem habe ich in der Partei in Bielefeld verschiedene Funktionen ausgeübt. Ich war Ortsvereinsvorsitzender einige Jahre, ich war Stadtverbandsvorsitzender in Bielefeld einige Jahre, Bielefeld-Mitte hat 13, zum damaligen Zeitpunkt 13 Ortsvereine gehabt. Mittlerweile hat sich das verändert. Ich bin da noch nicht mehr ganz auf dem Laufenden, weil ich da jetzt seit 10 Jahren nicht mehr lebe. Ich lebe jetzt seit 4 Jahren im Heu, im schönen Heu. In Heu-Mitte. Sieht es zwar so als Begriff nicht wirklich, aber ist vorstellbar. Ich bin Mitglied des Ortsvereins Wiesloh, kurze Zeit später. Ich bin auch gleich in eine Funktion gewählt worden beim ersten Besuch und habe da meine schriftstellischen Fähigkeiten entwickelt. Der eine oder andere hat vielleicht in der Zwischenzeit schon mal den einen oder anderen Leserbrief geschrieben, wo ich mich eigentlich habe. Robert hat schon wieder nochmal zitiert, den letzten zu den Wahlen hier. Das hat mich schon geärgert. Siegfried hat schon was dazu gesagt, Robert hat schon was dazu gesagt. Wir haben in Ringsburg eine gute Möglichkeit gehabt, hier erstmalig den SPD-Ortsbürgermeister zu stellen. Ich habe immer geglaubt, dass es dafür auch eine Mehrheit gibt. Es war nicht ersichtlich, dass es dafür keine Mehrheit geben sollte. Die ersten Gespräche waren ja auch so. Und schwuppdiwupp was anders. Ich weiß, ich habe es mitgekriegt, ich habe mich natürlich beschäftigt mit den anderen Ortsteilen, dass es die Mitte ja wirklich, habe ich empfunden, ein etwas dubioses Verfahren gab oder ein etwas undurchsichtiges Verfahren auch, wo es auch nicht geklappt hat. Dann habe ich in Neunkirchen gesehen, das war ein bisschen Hängepartie, hatte ich so den Eindruck, ging es hin und her, bis man sich dann darauf geeinigt hat, dass wir dann doch nochmal Ortsbürgermeister machen. Ja, zumindest für eine halbe Zeit der Legislaturperiode. Und ansonsten gibt es ja hier in Melle schon einige, ja, wie will ich es nennen, einige Ortsteile, in denen es immer wieder doch zu Ortsbürgermeister kommt. Der Bungert hier habe ich das mitbekommen in Reulendorf, Westendorf, Axelhofmann in Mühlen, Westerhausen, Entschuldigung, zusammen. Vacateo, habe ich schon gesagt, in Neuendorf, jetzt fehlt mir noch einer. Nicht da, habe ich vergessen. Habe ich gesagt, der gehört hier vorne. Ja, ich habe mich beschäftigt mit der Frage, was sind eigentlich die Aufgaben hier in Melle? Stadtverband Melle, das ist hier ja schon sehr zitiert dargelegt in der Satzung. Dem ist ja wenig hinzuzufügen, wenn man die Satzung liest, ist ja dezidiert aufgeführt, welche Aufgaben hier vom Stadtverband umgesetzt werden sollen. Dem ist aus meiner Sicht nicht hinzuzufügen. Ich habe gestern den Artikel in der Zeitung gelesen, im Meller Kreisblatt. Die SPD hat ja Vorstandsklausur gehabt und es geht ja jetzt um die große Frage Bürgerbeteiligung.
Dietmar Gabriel hat ja gesagt, wir wollen für das nächste Wahlprogramm eine Bürgerbeteiligung. Ich kann nur sagen, ja, dem ist wiederum auch nichts hinzuzufügen. Die SPD hat gute Grundvoraussetzungen, wir haben die Ortsvereine. Ich glaube, keine Partei außerhalb der SPD ist so gut vernetzt in den einzelnen Ortsteilen wie die SPD, mit all unseren Ortsvereinen, die dort auch tätig sind. Ich glaube, dass wir schon hier und da an der einen oder anderen Stelle noch mal ein wenig mehr Leben benötigen, dass wir sicherlich auch gucken müssen, dass wir Nachwuchs bekommen. Wir haben die Satzung geändert hinsichtlich der Medienbeauftragten. Da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass wir nicht nur die Satzung ändern, sondern durch diese neuen Funktionen auch mehr Bewegung bekommen werden in der SPD und hier insbesondere hier in Meerda. Mich beschäftigt immer die Frage, deswegen habe ich sie ja vorhin an euch auch gestellt, wie können wir Politikverdrossenheit entgegenwirken. Wir können natürlich nicht Bundespolitik gucken, aber wir haben natürlich hier vor Ort auch unsere Einflussmöglichkeiten. Ich weiß, viele von euch sind in Vereinen, viele von euch sind auch tätig in den einzelnen Ortsteilen. Ich hoffe, dass wir zukünftig wieder ein wenig mehr Bewegung reinbringen können, dass wir Leute für uns gewinnen, insbesondere auch junge Leute. Davon leben wir. Wir haben vorhin die Frage der Rente hier gestellt. Ohne junge Leute wird es auch keine Rentner nachher für uns geben. Ohne junge Leute können wir als Partei auch dauerhaft nicht weiter existieren. Von daher wird das ein zentrales Thema werden. So, dann habe ich noch zum Abschluss, will ich das hier auch verwenden lassen, bin ich in den letzten 1,5 Stunden zweimal von unterschiedlichen Menschen gefragt worden, ob ich mir das gut überlegt habe. Herr Brinkmann hat mich gefragt, aus unserem Ortsverein, und hier Rebecca Burkhardt hat das auch nochmal gefragt, das hat mich ein wenig irritiert. Ja, das war der zweite Schritt. Im zweiten Schritt hast du mir auch Mut gemacht und hast mir dann so ein bisschen Dynamik und Jugendlichkeit zugesprochen. Ja. Will ich dann versuchen. Also vielleicht habe ich nicht lang genug nachgedacht, aber jetzt habe ich gesagt, ich würde es machen, wenn ihr mich wählt, und werde dann auch alles tun, damit wir hier unseren Stadtverband, unsere Ortsteile hier in Meerda weiter vorantreiben. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion und ich hoffe, dass wir wichtige Punkte hier offensiv diskutieren können und dass wir die Menschen in unserem Stadtverband hier, in der Stadt Meerda auch erreichen werden. Soweit zu dir. Vielen Dank.